Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur PK oder Pressetalk nach dem Champions League Spiel gegen Paris Saint-Germain, was wir 1:0 gewonnen haben. Und ja, ist es spät, wir schnacken nicht lange rum, lasst ein Abo da, wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Und damit gehen wir auch direkt rein in den Bums. Angebrochen, also wir beginnen mit der Pressekonferenz. Vincent Kompany steht den Fragen zur Verfügung, Ihren Fragen zur Verfügung, und lassen Sie uns gleich loslegen, damit wir keine Zeit verlieren. Bitte ein Handzeichen für die erste Frage. Genau, wir müssen morgen arbeiten. Let's go. Keine. Das ist Christopher von Frankfurt Allgemeinen, ja. Glückwunsch zum Sieg, Herr Kompany. Als Sie im Sommer nach München kamen und dann die Spieler hier kennengelernt haben, erinnern Sie sich noch, wie Sie Min-Jae Kim zum ersten Mal kennengelernt haben? Hat er Sie in irgendeiner Hinsicht dann überrascht seitdem? Wie hat er sich entwickelt? Können Sie ein bisschen über ihn erzählen, nach seinem Tor heute? Ja, es ist nicht nur Min-Jae natürlich. Ich wollte gerade sagen, macht er doch eh nicht. Aber gut, er kommt von der Frankfurter Allgemein, der ist noch nicht so oft bei den PKs dabei. Er weiß halt noch nicht, dass er nicht so gerne über einzelne Spieler redet. Ich habe einfach von Anfang an, und ich habe es auch gesagt, bevor wir noch ein Spiel gemacht haben, dass wir viel Energie haben in die Mannschaft und gute Persönlichkeiten, und dann musst du einfach arbeiten und dann kann diese Mannschaft immer viele Spiele gewinnen, das ist meine Meinung. Aber für mich, für die Verteidiger ist insgesamt wichtig, was ich gesehen habe vom ersten Tag im Training, ist, dass die Stürmer nicht gerne gegen unsere Verteidiger spielen, auch im Training. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Und danach als Verteidiger kannst du nicht auf ein Spiel sagen, ich bin der Beste. Es ist immer 10, 15 Spiele und dann irgendwann sagt einer, hey, ist vielleicht nicht so schlecht, was die machen. Und Torwart ist genau das Gleiche. Und ja, es geht auf dem richtigen Weg. Aber wir bleiben arbeiten, damit wir noch besser werden. Dankeschön. So sieht's aus. Noch besser. Die Können wir demnächst nur noch Einser verteilen in der Innenverteidigung. Keine zwei mehr, nur noch Einser. nächste Frage bitte. Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung, rechts oben. Hallo, Herr Kompany. Joshua Kimmich hat heute wieder ein starkes Spiel gezeigt. Max Eberl hat eben in der Mixzone wiederholt, dass er sich wünschen würde, dass Joshua in der Zukunft eines der großen Gesichter des FC Bayern wird. Ich wüsste... Boah, weiß ich jetzt auch nicht, ey. Ganz ehrlich, Ach komm, wir hören erstmal. Gerne, welchen Stellenwert Joshua für Ihr Projekt hat und wie wichtig es für Sie persönlich wäre, wenn er langfristig beim FC Bayern. Aber wie für ihn persönlich, was ist das für eine dumme Frage wieder? Für ihn persönlich. Junge. Wie gesagt, ich kann es nicht mehr haben, diese Fragen nach einzelnen Spielern. Mich kotzt nur noch an. Wenn Kimmich geht Kimmich, Alter. Ich sag, ja, er war stark bisher in der Saison. In die letzten Spiele war es okay. Jetzt auch nicht wirklich stark. Nicht wirklich überragend. Leute, ey. Gesicht der Zukunft. Wollen wir den Kimmich auch wieder bis 35, 36 den Vertrag geben oder was? Den auch wieder dann noch die 2 Jahre durchziehen? Wollen wir uns noch 6 Jahre Kimmich-Ecken angucken? Ja, ich weiß es alle nicht, du. Bleibt. Ja, also Joshua hat bis jetzt alles gespielt. Also es ist eine einfache Frage und Antwort, weil das einfach schon in jedem Spiel gezeigt hat, dass er wichtig ist und dass wir in jedem Spiel gezeigt haben, dass er wichtig ist für uns. Aber zum Vertragsthema, also in dieser Sache ist es für mich nicht meine Rolle. Meine Rolle ist, dass die Spieler immer motiviert sind, dass die hier glücklich sind, dass die für dieses Verein kämpfen wollen, spielen wollen. Und dieses Gefühl bekomme ich jeden Tag von Jo Kimmich. Und nur das ist wichtig für mich. Und alles andere, das ist immer ein Gespräch zwischen Verein und Spieler. Und ich habe immer Respekt für diese Situation. Okay. Und ja, es geht auch ein Leben ohne Kimmich. Ganz einfache Kiste, Alter. Mache ich mir persönlich habe ich gar keine Kopfschmerzen, sage ich euch, wie es ist. Du hast einen Pavlovic, der der Achter ist.
Du hast einen Palinja verpflichtet für 51 Millionen, der für mich ein klarer Sechser ist, der dann nochmal mehr Struktur reinbringen würde, was jetzt nicht heißt, dass Kimmich schlecht ist oder sonst was. Wir sehen es, Kimmich spielt bisher eine gute Rolle, auch jetzt mit Leon hat es wirklich gut geklappt. Ja, das ist kein Vergleich zu dem letzten Jahr. Das ist schon alles fein, aber Leute, wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, den Zucker in den Arsch zu blasen, bis er platzt, Alter. Nur weil sein scheiß Vertrag ausläuft, da ist man selber schuld an dieser ganzen Situation. Ja, wie kann man denn in die Saison gehen mit so viel auslaufenden Verträgen, Alter? Da ist man selber schuld. Da muss man jetzt nicht anfangen, da rumzupudern und sonst was zu tun, Alter. Da kriege ich echt zu viel bei. Dann, ja, da oben, bitteschön. Junge. Herr Kompanie, Hallo, ja. jetzt nach dem dritten Sieg, haben Sie jetzt einen anderen Blick auf die Tabelle, als Sie noch gestern hatten? Wie interpretieren Sie das jetzt? Und ich möchte noch mal einmal bei Min-Jae Kim nachfassen, dass er ein guter Verteidiger ist, genauso wie Upamecano, das wusste man ja. Nur in der letzten Saison hat das nicht dauerhaft eben zeigen können. Welche Rolle spielt, dass Sie offensichtlich ein großes Vertrauen den Spielern entgegenbringen? Ja, welche Rolle spielt das wohl? Er hat die Frage doch schon selber beantwortet. Letzte Saison war es nicht so. Bei Opa nicht, bei Min-Jae nicht. Jetzt ist es so, weil sie Vertrauen bekommen. Und er stellt die Frage, welchen Anteil hat das, dass sie den Spielern Vertrauen geben? Vielleicht auch mal Fehler machen zu dürfen, vielleicht, dass sie sich entwickeln müssen. Ja, also erstmal, ich schaue nicht auf die Tabelle, das wissen Sie, weil ich die Tabelle noch nicht verstehe. Ich bin ehrlich. Die Tabelle ist halt auch dumpfig. Da brauchst du auch nicht drauf gucken. Ganz ehrlich, da brauchst du nicht drauf gucken. Die hat so viel Aussagekraft wie ein Stück Holz. Ja? Du bist in der Tabelle mit Mannschaften, gegen die du gar nicht spielst. Das ist so sinnfrei wie... Es ist halt einfach sinnfrei. Ja, komplett. Also sich die Tabelle anzugucken, ist kompletter Tullux. Ja, wie es in Kompanie in der letzten PK gesagt hat, wir brauchen 18 Punkte, dann sind wir in den ersten 8, wir brauchen 11 Punkte, sind wir safe unter den ersten 24 und alles andere interessiert nicht. Also ich hoffe, irgendwann wird es gut aussehen, wenn wir hoffentlich noch ein paar Spiele gewinnen oder sogar mehr. Wichtig ist für mich, dass wir einfach dieses Ziel erreichen, wo wir... es ist eigentlich einfach, wir versuchen immer jedes Spiel zu gewinnen und wenn das klappt, dann haben wir eine große Chance, in die Top 8 zu kommen. Aber mehr kann ich noch nicht dazu sagen. Und mit Min-Jae, ich glaube, also ich bin nicht so wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass Harry Kane verteidigt. Wichtig ist, dass... Und das hat er heute wieder mal bärenstark gemacht, ja. Wer da mal ein bisschen drauf geachtet hat und der jetzt wieder einen erzählen will, Harry Kane hat mal kein Tor geschossen gegen Paris Saint-Germain und hat vorne die falschen Entscheidungen getroffen. Ja, du musst mal ein bisschen mehr dich mal mit der Personalie Harry Kane auseinandersetzen, Alter. Musiala verteidigt und Coman und die Spieler, die heute angefangen sind und die Ersatzspieler auch. Wenn die das machen, dann ist es für die Verteidiger auch immer eine mögliche Aufgabe, auch wenn du gegen Top-Spieler spielst. Und das muss bleiben und das macht es natürlich für jedes Spieler, für unsere Mannschaft im Moment, sind wir sehr glücklich, in wie wir verteidigen, hoch und tief und das muss bleiben. Ja. Gibt es noch eine Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Sehr gut. Doch, hier, eine letzte hier bitte. Eine letzte, aber ganz schnell. Yes, please. Ja, Herr Kompanie, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Abseits des Geschehens auf dem Platz, in der 4. Minute haben Sie noch schnell Ihre Jacke gewechselt. Was war der Grund? Ist das die Glücksjacke gewesen? Und kurz vor der Einwechslung von Michael Olise gab es eine kleine Diskussion oder haben Sie gesprochen mit dem 4. Offiziellen? Mussten da die Schienbeinschoner getauscht werden? Ja, also zum ersten Frage, ich habe keine Ahnung, ich habe was im Ohr bekommen, wechsel deine Jacke. Habe gefragt, warum, und dann habe ich gesagt, es ist mich nicht wert, und habe ich einfach getauscht. Und zweite, nein, ja, es gab nie ein Problem mit den Schienbeinscheine. Schoner. Schienbeinschoner, ja. Bis jetzt, aber auf einmal war das heute ein Thema und dann haben wir ein bisschen Zeit verloren, das war's. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber ja, ich hatte... Ja, es ist ein bisschen, wie sagen wir das?
Korinthenkackerei. I can't use the word in English. We would say anal. It's a little bit anal, but that's not the right word. It's a bad word. Don't write that. It's it's an English way of saying. It was a little bit too precise, maybe, for the rules, but. Korinthenkackerei ist das. Okay. In the end, we changed. He changes shin pads and. Nee, er hat sie nicht gechanged. Er hat sie weggeschmissen. And everything was fine. Er hat so getan, als ob. I don't know. To be honest, it's not the first question I had after the game. So, but I will find out what the reason was. Okay. Na dann, haben wir es doch. Okay, wir machen zu Ende. Danke. Wir machen zu Ende Feierabend jetzt. Dieter, du kannst nicht sagen, letzte Frage und dann nimmst du noch einen dran, weil der nochmal aus dem Schuh kommt. So geht's nicht. Ne? So. Kommt gut nach Hause. Danke, servus. Tschüss. Ganz genau. Kommt gut nach Hause, Leute. Und ihr, abonniert den Kanal gefälligst. Ja? Sonst knallt's hier bald. So ein Ding nämlich. Leute, das war's. PK-Fragen waren grandios. Die haben mich echt, es hat sich gelohnt, so lange wach zu bleiben, um die Reaction hier aufzunehmen, muss ich sagen. Haben mich auch vom Hocker gehauen, die Fragen. In diesem Sinne, kurz und schmerzlos. Leute, rot-weiße Grüße, schlaf gut, habt eine gute Nacht. Bis die Tage. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.